Ja, fijn dat je hier bent. Gisteren weer hier in Schofsjewenja. Ik weet niet hoeveel van jullie hier gisteren weer, maar mir zit zo dat het vielleicht goed zijn. Een beetje dat fresh even wat we gisteren bekijkten. Dan komen we vielleicht alle een beetje beter met. Ik geloof dat wordt we een fijn schaffen. Gisteren hadden we hier een beetje van reden van de wichtigheid dat we in de gemeente involved hebben, of dat we met de gemeente top arbeiten en dat in een gezonde biblische gemeente hintersteht je in de diensten wat we doen en wat immer we voor diensten arbeiten. We in de gemeente dat is dat project wat Jezus zegt wat hij buren wil op deze wereld. Hij zegt eenmaal dat hij geen wezen hem buren. Hij zegt eenmaal dat hij weer komt om een andere ministry te doen. Ja, hij zegt we zullen voor de wezen, de Bijbel zegt ganz klar, we zullen voor de wezen en de witwen en ihre Trüb we zullen door zijn voor dat is alles zo. Maar wat Jezus zegt, wat hij gekomen wird te buren, wo je in de haal niet stonden wordt, dat weer de gemeente, niet? En zo, dat is een zeer wichtig ding, dat gezonde gemeentes arbeiden, waaruit gezonde ministerios uitraan kan, dat het gezond arbeiden kan. Dat is waar we gisteren van reden. We reden van dat de gemeente, ik brok den vers uit, hoe moet zijn, dat ik den hier hastig, waar dat ving, dat de gemeente, die 1 Timotheus 3:15, den vers brok wie door, dat wo Paulus de Timotheus zegt, dat hij zal weten waar hij aan God zijn huishoud zich verhouden zal, of wat hij door doen zal. Wenn God zijn huishoud, God zijn familie, de kerk, dat is den levenden God zijn gemeente, waarop de waarheid staat en gesteld wordt. In een andere plot, die Zatung, nu die is uitgekomen en die zegt dat de gemeente van dem levenden God, die stande in grondvoet van de waarheid. En zodat we een beetje daar gisteren de betonung, de wichtigheid van dat de dingen wat we doen, de ministerios, de diensten wat we arbeiden irgendwo, als dat, wat immer dat is, dat zentriert blijft, dat een sterke biblische gemeente doorheen staat, dat kan gezond arbeiden, wenn anders kan leicht irgendwas schädlich worden, want we niet een gouden grond hebben. In de kerk zal helpen, dat het op een grond staat, en dat die mensen wat aan de kerk zijn, dat die daarop kunnen met de kerk ihre Unterstützung in de kerk hingen zich, in de kerk werken even dort, zodat dat kan gezond schaffen. Zodat we gisteren reden duiden van dat project. En van der willen we door een klein beetje wieder aankijken en dort. De kerk, de Bijbel leert ons dat de kerk bestaat uit levende steinen. En dat zijn natuurlijk eigenlijk niet. We zijn van de ware geboorte zum leven gekomen. En zo deze kerk, die stande in de grondvoet van de waarheid, die is gebuut van ons als levende steinen. We zijn toen een gebuut. En we reden ons, de zeiden gisteren ook te ons, dat een bijzondere teken van de biblische gemeente, dat is dat die zich om Jezus draait. We reden van, wo eenmaal komt het erop aan, dat verschillende gemeenterichtingen, ik bruk zo'n woord zeggen als een Pentecostal, dan heb je één gedanken even van wat je dan denkt. Ik bruk zo'n woord zeggen als een Baptist, dan denk je aan something. Ik bruk zo'n woord zeggen als een Mennoniet, dan denk je ook aan wat, met wil je identificeren, of wat hoe zeggen we dat? Signature denk is wat bij enten groot is, nee? En zo, die uitdrukken, en we kennen zum Teil vielleicht ook ganz van los, maar dat we in de biblische gemeente, dat is wo Jezus in de maat is. We brokken dat van openbaring, wo Jezus door mank de 7 lampen hola mank ging, en dan zegt dat door, en deze dat zijn de gemeenten, niet? En zo dat is voor Jezus is de maat van de kerk. Van der Jahr hat mich te jön van reden van de leiderschaft in de gemeente, wo wichtig dat is, dat die door zijn, omdat in dat alle in dem context van de functie en de zweig van de kerk en wat missionsarbeit aanbelangt. So, de leiderschaft in de gemeente als im context van, wo gaan we de missionsarbeit beter wiederdrijven. So, dort wollen wir anfangen von der in Epheser Kapitel 4, Vers 11, was sagt hier.
Ich weiß nicht, wofür je an die Vers nennt kicken, groß angedacht an Leidenschaft in der Kirche. Aber ich habe hier einen Zweig dabei, dass wir wollen das bekicken in dem Kontext von, dass wir als Kirche besser kennen Mission tun oder uns Werk erfüllen, was wir erfüllen sollen in dieser Welt. So, Epheser 4, Vers 11, was sagt hier in sein, was wir durchfingen, diese Vers, was uns lehren können in dieser Land. So, das redet hiervon, dass Jesus ist in den Himmel gekommen und er hat in den Himmel gefahren und hat Gaben gegeben. Und dann hat er das, sagt das hier in Epheser 4, 11. Seine Gaben wären diese, dass er einige als Apostel, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hort und einige als Lehrer anstellen deed. En ik wil jullie dit hier bloß, dit zijn deze Gaven wat het hier redt, dit zijn Gaven wat God de gemeente gegeven heeft. Dat redt niet zozeer van persoonlijke Gaven, oder dat ik had de Gaven van Apostel, oder ik had de Gaven van Prophet, oder ik had de Gaven als een Evangelist, oder zo. Dit zijn Gaven, diese Leidenschaftsgaven, oder diese Leidenschaftstitel, wenn wir die so nennen wollen, dat is God zijn geschenk für die Kirche. Dat is niet dat ik kan naar Broer ramgaan en mij pochen, ik zie een leraar. De Kirche soll dankbar können sein, Gott hat uns einen Lehrer gegeben. Versteht ihr, was ich sagen will? Das ist dollar. Die Kirche ist ein Geschenk, nicht mein Geschenk. So, wenn die als Kirche gesegnet sind mit ein von diesen oder alle von diesen in die Kirche, dann hat Gott ihnen Geschenke gegeben, was für uns sehr gut sind. Und das ist, was das hier sagt. Und da sagt ich hier, das deutet er, am all Gott seine Kinder zum Christendienst zu merken. Diese Geschenke, was Gott die Kirche gibt, das deutet er, am all Gott seine Kinder zum Christendienst zu merken, wo der Christus sein Körper, das ist die Gemeinde, gebüht wird, was wir alle in einer Einigkeit am Glauben und Erkenntnis von Gott seinen Sehen kommen, dass wir vollständige Menschen in Christus sind, so wie der Christus bei uns ein und alles ist. Weil wir sollen nicht länger Kinder sein, die sich von verleidenden Menschen ihre Lehren anschmieren lassen, und so aus den Wahlen vom Wind hin und her geschmeten wurden durch ihre Erlehren, womit sie die Menschen verleiten. Wir müssen an einen Läuftolien jetzt die Wahrheit verbreiten. Und wir müssen an alles abwaschen und Christus ähnlich werden, der uns Haupt ist. Ohne Christus seine Kontrolle passen alle Glieder am Körper taub und der ganze Körper wird durch passende Gelenke taub geholt. Und wenn jeder Glied tät, was dort kann, dann wäscht der Körper und büht ein Leib ab. Also hier haben wir 5 Dienstberufungen. Ich glaube, unter uns werden die gleich sehr gebraucht. Aber das sind Gott seine Geschenke, was er die Gemeinde gibt, auf sie sich all sieht. Diese Dienste, die hier abgenannt sind, haben alle ihren Platz und die wollen wir mal ein bisschen besäumen, was die hier tun. Und ich will sagen, ich sehe in der Überzeugung, dass diese Dienste, von denen noch alle in der Kirche sind, wenn die von der schon Tag auch einmal falsch betont werden. Und wenn jemand mit einem Fout hier rübergehen, lügt ein bisschen, was ich da sehe, wenn ihr sagen, dass das stimmt nicht, was du hier sagst. Okay? Wenn die Talats noch wollen, kann ich hier rübergehen. Aber wir wollen erst arbeiten und dann kann ich mich rüberbeten, wenn ihr wollt. Und wenn das Feiert hoffentlich wird, dann fangen wir dann auch an. Aber seht ihr deutlich, wenn wir das durcharbeiten, die Wunder vielleicht, was wirst du sein von einem Apostel? Sind giftet nicht. Oder was wirst du sein von Propheten? Sonne sind Furt. Oder was wirst du sein von den Dingen? Tranquilo. Tranquilo. Wir sind hier heute noch alle Fachchen. Wir wollen bloß checken, was sagt das. So, Apostel, das ist das Wort, was wir hier haben. Und das ist ein Wort, das heißt geschickt. Jesus, seine Apostel, waren geschickt von dem Herrn, um die Gemeinde auf den Grund Jesus Christus zu gründen. Geschickt vom Herrn, das ist Apostel. Unter dem Herrn seine Autorität wird am geschickt, um eine biblische Gemeinde zu gründen und die Kultur einzuführen, von dem wir am geschickt haben. Jesus, das Haupt von der Gemeinde, schickt Apostel rüt, um Jesus seine Kultur einzuführen in dieser Welt. Dort wird Apostel wird sogar gebraucht in der römischen Welt, ja, eine Zeit, von der nicht mehr so sehr, um bloß einfach
jemand, dat wie ein bisschen politisches wird, jemand wird, wenn die römische Reich sich verspreiten deit, dann deuten sie wo in römischen Apostelhansaten der römische Kultur da anführen. So das ist gleich so ein abfallendes Wort, das wieder einmal loten sein. Bloß geschenkt von dem Herrn in die Kultur, was am geschenkt hat, sein wo anzusagen. In dem Sinn von Apostel, so wie die 12 Jan oder Paulus, was die Schrift geschrieben haben, in dem Sinn, sie hatten die apostolische Autorität, was sie dann drüber und sind doch von der nicht Apostel. So, das will ich erst sagen, für ihr mich soll mit schauen. In diesem Sinn von so eine Bibel, dort wir nicht die Bibel schreiben, und sind doch von der gar nicht Apostel. Aber du sind, wenn die wollen die Bibel nur lesen, du sind so ein Apostel, einige Menschen sind sehr hart ab, dass jaft keine Apostel mehr. Mit den 12 die sterben und dann nach Paulus vielleicht noch, dann sind die alle dort gegangen, alle durch. Du wirst noch mehr. Du wirst Barnabas, du wirst Silas, du wirst Titus, du wirst Timotheus. Die werden auch abstehen, ab einmal Apostel genannt. Das sind Geschickte, um die Kultur von das Himmelreich anzuführen. Hier ist es so schlecht, oder? Hier ist es so falsch. Und von der Tag würde ich vielleicht sagen, dort sind Missionare, dort sind Kirchengründer, dort wird ich gleich, wo ich das sage, dort sind die Apostel, sind die, die geschickt worden, um irgendwo frische Arbeiten aufzumerken, und frische Kirchen zu gründen und die Mission zu treiben. Ich habe dann eine Person an meinen Sinn, wo ich sehr viel Schatz, vielleicht kann was von ihnen den, das ist Pastor Henry Wall von Veracruz, ein älterer Onkel, und das ist für mich ein Freund, für mich ist das Apostel Henry Wall. Nicht mit dem, dass er sich den Apostel, dass er den Namen auf seiner Website hat und nicht heute ist es dort. Aber das ist seine Arbeit. Eine Kirche gründen, noch eine Kirche, und war dort, und dort aufgeben zu Seswem. Er bringt die Kultur vom Himmel dahin, nach all diese Städten. Das ist seine Arbeit. Und das wird von der Apostel sind. Und ich glaube, die existieren. Ich glaube, die sind von der durch. Nicht in dem Sinn von, ich sehe die Wundertäter, was alles tun kann, aber in dem Sinn von, ich sehe vom Himmel geschickt, um die himmlische Kultur hierhin zu bringen, dass wir Menschen können Jesus bringen und die können anfangen so zu leben, dass Jesus gelehrt hat. Apostel. Prophet. Oh ja, das ist einer, was von Gott gegebene Offenbarung evangel bringt. Und die christliche Gemeinde ist ein Prophet, einer, was Ansichten hat, über ewige biblische Wahrheiten. Von der wird viel auf Propheten gesagt, im Sinn von, dass die besieht oder über biblische Offenbarungen hat. Dus von der schon der gerutscht sind, da waren große Skandals in der Stadt, in diverse Kirchen. Über Kriegs und Stadt dort irgendwie sich, was sich ein Prophet genannt, der hat allerhand über biblische Offenbarungen gehabt, nur allem nur, das heißt so, der hat. Und die wollen sie an, die große Offenbarungen, was er sich getan hat, dass er hat gehört, das sind Dinge, was er sich hat über Social Media neu gesagt, indem dass er andere Menschen in Social Media durchkläft und fängt persönliche Sachen von Menschen aus und dann proklamiert er dort in der Kirche, als das sind Offenbarungen, was Gott am gegeben hat. Das sind falsche Propheten, giftet Gott. Aber das meint nicht, dass das Rechte nicht auch da ist. Ich brauche manchmal das Beispiel, das Gift von der ersten Tag 500 Sadels und 1000 Sadels, die sind falsch. Warum wird die falsche gebraucht, wenn das wirklich existiert? Du wen können sie das tun? Wenn das wirklich gut tun, wie würden sie das falsche brauchen? So das Gift irgendwo reichte prophetische Arbeit. Und das sind nicht die, die auf einmal machen, irgendwo in der Kirche auf einmal still sind. Ja, Herr, ja, Herr, ja, Herr, ja. Und dann sagen sie die allerhand. Das sind die, die Bibel studiert haben. Das sind die, die gegrooft haben. Das sind die, die auf Knies gewasst haben, sich dort von Gott erbeten. Was soll ich zu euch sagen? Dort können Propheten sein, die von Gott gehört haben, wenn sie offenbaren, die Bibel die lehrt. Biblische Propheten. In dem Sinn, sie haben Ansichten. Über das wird wir können deutlicher sein. Also ein wahrer Prophet von dir, der kann unter der Leitung vom Heiligen Geist biblische Offenbarungen kriegen, wo die Gemeinde vielleicht warnen für ihr vor oder die Anleitung geben, dass sie der rechte Richtung gehen können. Der Prophet Samuel, der wird in der Bibel genannt ein Seher, ein Seer. Er kann was sein.
besondere Ansichten, wat hij had durch den Heiligen Geist. So, dat zijn apostel, dan is de profeten. Die nächste is een evangelist. Een evangelist, dat is een persoon, wat de Heer die gemeente gegeven heeft, wat bijzonder gebruikt wordt om mensen tot de bekering en tot de ware geboorte te leiden. Die wordt ook werken van God gebruikt om een slopende gemeente op te rattelen en tot de busse te krijgen. De boodschappen van een evangelist die zijn werken gerecht op bekering, op een ware geboorte en op een oproep dat ze zullen ernstlich Jezus navolgen. Busse is een thema wat ständig op den evangelist zijn predigt is. Hij anerkent en weet dat mensen hoort een neigung heeft van God weg te wandelen en op te huilen en hij krijgt het op om zich waar met God zijn tracht te stellen. Evangelisten zijn personen wat zeer neidig zijn in de gemeente om nieuwe mensen aan te brengen en die wat door zijn dat zum wakker zijn oproepen. Evangelisten, zoals ook alle andere prediker, hebben de opgave geneve die boodschap wat God gegeven heeft, wieder te leveren. En evangelisten, die hebben irgendwie, God heeft de gemeente gegeven, dat die hebben een bijzondere, dat God durch een bijzondere arbeid deed, werken de mensen ter de erwartung en ter dat nieuwe leven te roepen. Evangelisten. Dan hebben we hordes. Hordes, dat zijn die personen wat God de gemeente gegeven heeft, om gezonde nahrung te verzorgen en te werken over de gemeente en gevoeren zijn en gevoeren behandelen. Hordes, die pflegen de Schwachen met ermutigung. Ze verzekeren door te zijn dat Bedürfnisse in de kerk erfüllt worden. Wanneer geestliche krankheden in de gemeente aankomen willen, dan bemühen de Hordes zich daarom met lijf en rechte nahrung dingen terug te krijgen. De Hordes, die kijken en zijn bezorgd om irgendwem weer de lijden deed. Wat immer dat voor zware zaken heeft, wo de kerkenmensen durchgaan, zullen de Hordes door zijn om verzekeren door te zijn dat de Leidenden niet alleen zijn en dat die geholpen worden. Einzige Übersetzungen dan Hordes en Lehrer staubst een beetje dollar taub, dat het meestal eigenlijk hetzelfde is. Maar nu werden we nog een beetje kijken wat een Lehrer is, dat erklärt zich mij zelfs, niet? Lehrer zijn geschenken wat God de gemeente gegeven heeft, om de gemeente God zijn Ratschluss te leren en de biblische waarheden te inrichten. Een leraar heeft de fähigkeit en de opgave, zich aan biblische waarheden te verdiepen en grof te nemen en zijn wat God de gemeente met de leren van de Bibel leren wil. Dit fordert en duipet nengroven en Jezus zei dat moet zo staat. Matthäus 13, vers 52. Hij zei te aan, dat is waarom jeder schriftgeleerde, die over het himmelrijk beleerd is, zoals als een huiswirt, die uit zijn schatz komen, altijd ook niet het voor een dag brengt. Dat is wat die leraar zullen doen. Uit de schatz komen wat God gegeven heeft, altijd even deel holen en eensmaal ook nog wat frischer uitgroven, wat de mensen helpt. En dat niet omdat we recht verstaan. Dat is niet zo wat de gisteren aangekomen is, dat is zo wat vielleicht voor ons op eenmaal nog wel een beetje wat frischer is, wat we niet gezien hebben. En ik vind dat zo voor mij, toen ik was frisch de Bibel verzekeren aan een jaar durch te lezen. En ik vind dat zo, ik lees op eenmaal waar wat nog deze deel. Oh, dit is in de Bibel. Dat is de ben. Zo zeg ik het door. Hij al verken gelezen, op eenmaal zei ik nog waar wat frischer te ben, wat er al eenmaal geweest is. Jo? So, keinmal dürfen Lehrer sich was nicht uitdenken, aber ewige Wahrheiten, was da sind, was vielleicht einmal mit unbetont sind oder nicht sind beachtet worden, die gehen gewoon te erfrischen. Das kann einmal nur uns dann meist nur was nicht schien. Das ist, wenn der Herr was nicht in der Bibel angeschrieben hat. Nu ist hier ein Wort, weil ich noch mit YouTube will bekijken, das ist das Wort Prediger. Wir wurden bloß, wie Dieter Hahn vielleicht ein bisschen gelehrt, wir reden bloß immer von Prediger, nicht? Das ist ein Prediger, Janssen Prediger, wie dann nicht so steht, mit den Neundeilen mit diese Fief. Was ist ein Prediger? Ein Prediger, das ist ein Verkündiger. Auf Englisch ist das Wort Herald. Er ist einer, was eine Botschaft gekriegt hat von seinem Superior, von dem wir ever am ist. Der hat eine Botschaft gekriegt von seinem Wirt, seinem Patron. Und seine Aufgabe ist, dort ran, wo der Wirt am Hand geschickt hat, und du kriegst sagen, was der Wirt sieht. Der Prediger, der Herald, der hat kein Recht, sich in Weise auszudenken, was ich dort sagen soll. Der Herald, der Prediger, hat die Aufgabe,
Die wird sehen mir, was ich zu jenen Menschen sein soll, und dort ab zu bewerten, und ran durchhan, und mit einem Sense von Urgency, mit einem Sense von Abwurf, mit einem Sense von, das brennt mir Hort, das ist wichtig, der kommt durchhan und sagt, die wird sehen so und so. Und in dem Sinn von einem Prediger, kann sein, der Prediger kommt ab und er sagt, der Herr hat gesagt, in sein Wort, so und so. Keinmal durfte sich was ausdenken, keinmal durfte Harold, der Prediger, kommen von dem Wirt, und sie gingen weg und sagten, der Wirt, der hat ein bisschen Tjonjet gegeben, was zu sein fehlt. Ich war ein bisschen verschmieren, ich war ein klein bisschen tragdessen, dass sich dort scheiner hielt. Wenn der Wirt dort hören, was dort sein Harold, sein Prediger, was gewonnen ist, der hat seine Botschaft verändert. Was wirst du wollen tun mit dem Prediger, was du geschickt hast? Und deine Botschaft verändert hat. Du hast ein Business. Und du hast Herrn Freis geschickt, er soll einen Jan Wirt fahren und dann das. Und dann Herrn Freis denkt sich, dass er weg sieht, ich will ein bisschen anders sein. Die dürfen mal ein Viertel anholen und es steht in 75%. Und ich will alle Hand Deals machen mit denen. Herrn Freis sieht der aus. Ich brauche nicht die zwei Beispiele, wenn die weiß ich, wer das sind. Aber das wird wie Prediger, das ist unsere Aufgabe. Ich weiß nicht, wer von Ihnen Prediger ist. Aber wir sind geschickt von uns Superior und wir sollen bloß dort sein, was er uns gegeben hat. Das ist in der Bibel, nicht unbedingt am iPad, aber das ist in der Bibel. So, das ist Prediger. Wozu sind diese Gaben gegeben? Ich war dort mit, ich will Ihnen dort sagen, diese Gaben, die gegeben sind, hier sich so großartig, vielleicht mit all die großen Wirt, ist gleich so abgeblost. Bloß, zu was sind die? Kapitel 4, Vers 12. Dit deut hij, in Epheser 4. Dit deut hij am all Gott seine Kinder zum Christendienst reu zu merken. Wo der Christus sein Körper, das ist die Gemeinde, gebüht wird, zu was? Was wir alle zu einer Einigkeit am Glauben und Erkenntnis von Gott seinen Sehen kommen, dort wir vollständige Menschen in Christus sind, so wie dort Christus bei uns eint in alles ist. Der Apostel soll dafür schaffen, der Prophet, der Evangelist, der Horden, der Lehrer, der soll dafür schaffen, dass die Kirche, was durchkommt, dass die Menschen in die Kirche, was durchkommen, Christus ist eint in alles. Das ist unsere Abgabe. Das ist, was wir sollen tun in der Kirche. Die Kirche ist jedoch der Ständer und der Grundfeld von der Wahrheit. Unsere Abgabe ist, Menschen sein durch zu kriegen, dass sie das sein, Christus ist eint in alles, am Arm dreht dort. Wir sollen nicht länger Kinder sein, die sich von verleidenden Menschen ihre Lehren anschmieren lassen und so Wahlen hin und her für ihr schmähten wollen, durch ihre Erlehren, womit sie die Menschen verleiden. Wir müssen einen Läuftolien Geist die Wahrheit verbreiten und wir müssen alles abwaschen in Christus ähnlich werden. So ich höre hier in der Rüt, diese Leitung an die Kirche, die erst tut, dass die Kirche rieb wird, dass die Kirche fast wird, dass die Kirche weit um was das geht, die glauben, und dass und dann werden diese Kirchen Menschen rütgehen, ihre Dienste tun, und dort wird biblisch dahergehen, Menschen werden am Grund in der Radung gebracht worden, Menschen werden am Grund der Leib gewesen worden, was ihnen fehlt, Menschen werden am Grund geholfen worden. Dort ist es so wichtig, dass die Kirche involviert ist, und dass die Kirche dahinter steht. Nicht nur die kosten nicht, aber dass das gesund schaffen kann. Dass das gesund arbeiten kann. Und Christus seine Kontrolle sagt es hier, passen die Glieder alle taub und der ganze Körper wird durch passende Gelenke taub geholt. Und wenn jeder Glied an das, was das kann, dann war es der Körper. Dann kann Jesus seine Kirche wieder bühen. So, die Gemeindeleiterschaft ist dort am Gott seine Kinder zum Christendienst reu zu merken, und die Gemeinde kann dann gebüht werden. Das Bühen von der Gemeinde, dort führt zwei Dinge taub. Geistlich stärker und deeper gewartet sind, und auch sich vermehren. Also die Büh von der Gemeinde ist, dort sind zwei Dinge. Geistlich stärker und deeper werden, und aber auch eine Vermehrung. Aber betonen das Paulus hier da, dass es zum Wassen und Stärken soll dienen, omdat de gemeente van erleren bewoord wordt. Dus dat is wat mij hier opvalt als ik dit bekijk. Hij niet zegt, weet je, weißt du, van dat het wordt met
bloß 1000 immer waren mehr und mehr und mehr. Aber seine besondere Betonung ist, omdat die Verehrlieren und Verfalschheiten beschützt worden und dass die keine Rache gebüht worden. Das ist ein großer Part von seiner Bürde endet. So, nur diesen Aufschnitt in Epheser ist dort die Leidenschaft ihre Arbeiten abgehoben, die Gemeinde uitzuresten mit der gesunden Lehre, in eine Einigkeit, die zu einer Einigkeit am Glauben bringen, wo Christus die Kontrolle hat. Nu, vielleicht sollen wir hier mal eine korte Pause machen. Sind hier ein Frau nach den Gedanken, was wir wieder wollen. Alles so klar als Mord. Gut, wenn ihr nicht was sagen, vielleicht haben wir dann nachher dann mal davon noch von reden. Dann werden wir noch ein bisschen nach 2. Korinther gehen, durch Schrift Paulus an die Korinther. Und er redet über das Verrecht von nie Menschen sein, nicht? 2. Korinther 5. Und er bringt hier auch ein sehr wichtiges Drüt. Wir sollen uns nicht mehr bloß so sein, als Menschen von Natur in dieser Welt sind, aber als nie Menschen. Um an eine Gemeinde recht und gesund zu arbeiten, dann müssen wir uns selbst und auch andere die Anerkennung geben als nie Menschen. Diese nie Menschen haben eine Aufgabe, die wollen wir uns hier bekicken. So, was ich mit das sagen will, ist, wir neigen uns bloß mit unserer menschlichen Kenntnis zu kennen. Ich nenne hier Jods, ich weiß nicht mal die Namen, ich weiß bloß, was er Hans Nievelt. Ich kann Hans zum Beispiel, ich würde sagen, ich kann ihn als ein Geschäftsmann. Auf eine Fabrik, Faudermehl, Fauderhandel und so weiter. So, wenn ich würde zu Ihnen sagen, dass Hans Nievelt, was das geschafft hat, USA Feeds dort am Korridor, dann würde ich von gerät von, wer er als Mensch und als eine natürliche Person ist. Wenn ich zu Ihnen reden von Bruder Hans, was im Ministerio de Esperanza beteiligt ist, und er hat ein Hort für verlorene Menschen, dass die sollen auch nach Jesus kommen. Ich habe eine ganz andere Idee von wer Hans ist, nicht? Ein ist der Geschäftsmann und ein ist der Bruder im Herrn, was dafür ut ist, dass andere sollen nach Jesus kommen. Und dort wo ich noch haben will, wie das Aufschnitt, was wir uns hier lesen in 2. Korinther 5, der uns dort abhalten, wir wollen uns nicht bloß kennen, als wer wir von Natur sind, aber wer wir in Christus sind. Dort wir uns dafür Anerkennung geben. Nicht bloß wer du von Natur bist, aber wer du in Christus bist. 2. Korinther 5, Vers 16 bis 21. Deswegen sei wie keinen Mensch mehr so an, als er als Mensch in dieser Welt wir. Christen, Brüder und Schwestern, waar wir an das Euven durch im Leben. Nicht bloß, das ist der Farmer, und das ist der Geschäftsmann, und das ist der, no, das ist der Bruder, das ist der Schwester. Das steht uns untereinander sein. Das ist der, was von Gott eine Berufung hat für das, oder was Gott dient mit diesem Dienst, oder was immer. Dann sagt es hier, so steht, wir haben sogar Christus als Mensch gesehen. Ja, dort wären Fehler, die sahen Jesus als ein Mensch an. Ist das nicht den Carpenter sehen? Ist das nicht der, was mit Halt arbeiten tut? Ist das nicht der, den Josef, was wir alle kennen, den sind Echo? So hatten die Menschen Jesus gekannt und gesehen. Aber nu sei wir am nicht mehr so. Das ist nicht bloß Josef und Maria, ihr sehen, was du an dort Carpenter Shop schafft mit seiner Papa tut. Das ist nicht mehr bloß da. Wir seid dann nicht mehr so steht. Er geht nicht wieder dort abnehmen, wo wir am dann sein. Aber dann sagt er, da wen. Wenn wir Jesus nun nicht mehr bloß als Carpenter ankicken, aber als der Sehen Gottes und als der Erlöser für die Welt, da wen. Wenn wir an Christus ist, dann ist er ein neuer Mensch. Dort wird er fertig, wir essen nicht mehr. Er ist nu was niet geworden. Also im Reich Gottes ist das nicht so sehr, das ist der große Businessman. No, das ist das Bruder, was im Herrn, das ist der Bruder im Herrn, was du schafft. Und sure, die haben sein Business und die braucht das tun und so wieder, das ist gut. Aber
Wenn wir in Christus ist, ist ein nieuwe Mensch, en dat wat hij verder wie is niet meer, dat is niet dat we dort nu aan teksten taal, niet? Hij is nu wat niet geworden. Dat komt alle van God, die ons der Christus met zichzelf verzoend heeft. Hij heeft ons de opgave gegeven, mensen van God zijn aangebod aan te reden. Hier wil ik dat, je zal het merken. Hij heeft ons de opgave gegeven. Menschen von Gott sind angebaut, unterreden, mit ihm versäumt zu worden. Dort ist Gott wie ein Christus. Und er versäumt die Welt mit sich selbst. Ja, da am Kreuz. Er verjäuft die Menschen ihre Sünden, hielt an die nicht mehr fair. Und er, Christus, hat uns, wie die wir nu an Christus sind, die Botschaft von der Versöhnung anvertraut. Und deswegen sind wir, nu Christus seine Vertreter für diese Botschaft, so als wenn Gott selbst jünt, durch uns anreden wird. So prachen wie jünt an Christus seine steht, lot jünt mit Gott versöhnen. Gott mögt den, der von keinem Sinn wisst, an unser steht zu sind, dort wie durch arm für Gott gereich worden, so als dort für am Jallen det. So hier sei wie, es ist unsere Aufgabe als neue Menschen. En ik wil je zal het merken, dat is onze opgave als nieuwe mensen. Dat is niet de opgave van de apostel, de profeten, de evangelisten, de hoords en de leraars en de predikers. Alle toe. Dat is onze opgave als nieuwe mensen. Wie doen ik, wie zijn die wat het evangelium alle wegen predigen zal. Dat is onze opgave. Daher, die ganze Gemeinde soll irgendwie involviert sein. Daher ist es wichtig, dass wir als Kirchen dort lehren, dass nicht bloß den Prediger, dass nicht bloß die Apostel und all diese Namen, was ich hier abgenannt habe, wo wir das gerne ein bisschen verteilen, aber das ist nicht bloß die Leiterschaft ihrer Aufgabe, das ist die Gemeinde ihrer Aufgabe, das Evangelium wieder zu drehen, die Versöhnung anzubieten und so weiter. Das ist unsere Aufgabe als neue Menschen. Die Gemeinde an der Apostelgeschichte verstreut sich wegen Verfolgung. In Kapitel 8, Vers 1 und 4 sagt es steht, Saul wir damit einverstanden. Kapitel 8 in der Apostelgeschichte, Vers 1 in Vers 4. Saul wir damit einverstanden, dass sie am Tod mögen, das steht am Stephanus, durch Steinchen. Und Krieg dann fing eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem an. Und sie wurden über ganz Judäa und Samaria verstreut bei der Apostel. Die verstreut worden, gingen alle Wegen und predigten das Wort. Hier wir nicht von bloß Apostel, Propheten, Evangelisten, Hords und Lehrer, aber hier wir die, was sich verstreiten, die predigten das Wort. Die, was sich verstreiten. Die, was hier hankommen, die, was dort hankommen, die, was dort hankommen. Wenn das wir alle nicht mehr bloß die Menschen, die ihren gewöhnlichen Hängen umdrehen, dass wir, sondern was nu versäumt werden mit Gott, dass wir neue Kreaturen in Christus, und sie sagen, das ist meine Aufgabe, die Reproduktion von das wiederzubringen. Und wir müssen daran denken, wenn du was Schub reproduzieren, ist das sehr nötig, dass du eine Schub her hast, was sich reproduzieren kann, nicht bloß ein großer Klumpen Holz. Eine Schubherd reproduziert, nicht Holz. Und so, die Gemeinde soll sich reproduzieren, nicht bloß die Prediger oder die Lehrer. Sodass die Gemeinde ihre Aufgabe, die Welt zu der Versöhnung abzurufen und zu kriegen. Stellt euch dort mal vor, wenn die Evangelisation von allem gedreven wird, en er steht van etliche leidende Personen. Ik wou dat ik bedreid zijn dafür, want in onze kerk heb eenmaal meer van het opkomen, zeiden bloß, Pastor, ik wil maar wat doen. Ik wil maar evangeliseren, wo schickst mich aan? Wat kan ik maar doen? En er steht dat we kreeuwen en kreeuwen en kreeuwen. Dan heb ik eenmaal worden zijn, dat is mijn opgave, ik wil gaan, wo kan ik? Ik val me een beetje zo flatterig, wat moet ik dan doen?
Siegreich. Aber ich glaube, das kann so schön sein, wenn das mal was durchkommt, dass Kirchenlieder einfach dort brennend haben an sich, ich will schaffen. Und sie wollen nicht bloß uitkleven in sein was zu tun, aber sie wollen mit dienen Unterstützung schaffen als Leder. Toeverken, glaube ich, habe dort eins nochmal gesagt, dass Menschen sind unzufrieden über etwas und dann ran sind, dann wollen sie eine Mission tun und haben aber nicht eine gute Verbindung mit der Kirche. Dazu wir wollen sein, dass Praxis kriegen, dass wir Leute können, gesunde Verbindschaften in der Kirche haben, dass Menschen aus der Kirche mit Unterstützung und Hilfe von der Kirche gehen können, um die Wahrheit wiederzubringen. Nicht so? Ist das bloß ein Ideal oder kann es möglich sein, dass es schaffen? Was denkt ihr? Je kan gleich hier, wenn je stil denkt, je moet met evalueren. Als ik toen nog niet die is leren of je de mens het breken dan moet doen, of je de moet meer niet. Yes, dat is een grote onderscheid. Want zoals we leider arbeiten, als we aan het breken of aan het meer. Heb je mal ervaring gehad, zo of zo? Heb je mal wo ein Mensch abkäme, der will was tun, und dann dort so beim Brecken weh, und du sagst, irgendwas ist nicht gesund. Erstmal sind du was, irgendwas. Wird ganz toll gestampelt. Ist das dann, ich weiß nicht, wo das geht, aber ist da irgendwas ein bisschen krank gewesen, irgendwas hat nicht richtig geschafft. Man das dann bloß gemerkt worden. Ich weiß nicht, wo die Umstände alle wären, aber dazu mir würde sehr viel Angst sein als ein Pastor, wenn Menschen in der Kirche, ich will dein in irgendeinem bloß durchstampeln und das vier utgehen. Okay, dat is de wichtigheid van die, als die wat er nu wel naar uitkomen, als die niet gezonde leer worden naar uitdreven. Dat je kon bekrijgt trainen wat we hier ons bekijken, niet? Dat ze uitgemerkt worden van de leiding in de kerk, dat ze kennen met een gezonde leer uitkomen. En dat is eenmaal, staat hier ons een beetje, geloof ik, jaf nog mal zijn staat. Dan op eenmaal, ja, die was gewoon, maar ik wonder wat die mensen brengen was. Okay, een Verbindschaft en onze verantwoordelijkheid door, niet zo? Ik geloof dat is veel mal een beetje trouble geweest, weet ik van mijn opwassen en alles ook. Een beetje trouble krijg van, nee dat wel, maar die eet wat staat door. En dat is wat mij. Ja, dat die lone wolves, wat er wel alle in de ruiter aan en schaffen, dat die einzelne, dat is eenmaal. Maar wat gaan we dat fixen? Dat eenmaal blijf ik eerst door. Valt die church leadership, eenmaal is het vielleicht Kirchenleiderschaft, wordt niet reich omgegaan met dingen, en doorheen wordt het alle top zuur. En zo wieder, en doorheen, für mich ist das Thema erst wichtig, in mir zit zo, ik wil hier uitgeven, en wat ik hier zijn kan, wo kan dat schaffen? Wanneer we dat, würden ze dit doen? Würde dat niet gaan schaffen?
Und die Menschen würden lernen, einfach ungerecht worden und aber nicht festgehalten. Ungerecht wird in Mutter gesprochen zum Gehen. Aber du hast die Abgabe von auch Eversecht haben, dass dann die gesunde Rüt gehen und dann dort werden. Das ist einzige Mal, wenn Jaft von der ersten Tag so raslich viel alle Hand. Die Prediger konnten uns noch eine gesunde Botschaft predigen, aber die Menschen kennen, wie war in Hus vorhin all gut, was fing online, was kriegt je in dort predigt, was die Prediger gepredigt haben. So, das ist wichtig, das ist ein Challenge. Ein Ding, da weet je wat je jetzt niet papier is, ja niet. Van uit der ontjant, die erstmal vrolijk te branden in den, waar we van het zit ook heeft, voor de mensen zijn niet kwijt, dat je dat niet denkt, niet zo weet, ja niet. Die hebben van goed gezegd, niet, die hebben die eerst erheen, de groen niet, die zeggen, die hebben al een brand, niet, al een brand, niet, maar goed is goed. Die hebben ons niet, en die hebben nooit wat gewerkt, niet, maar dat komt je niet goed te weten. Ja, mit den Menschen reden und Kommunikation haben und abpassen, dass wir nicht dort utgöten, den Iva, was du erst, der Drief. Irgend Ideen. Und das ist es. Mhm. Mhm. Sie suchen ihre eigene Ehre in diesem. Ja, das stimmt. Ich habe ein klein bisschen an meiner Erfahrung von der Vergangenheit als jüngerer Mann, dann wir das auch an unsere Gemeinde zu der Zeit, wenn hier irgendwer ist, wer von weit von wem ich dann rede, dann nehmt das reich. Ich will das nicht meinen als eine Kritik, aber dann wir das nicht so, dass die Missionarbeit, dass wir noch ziemlich sehr am Anfang, da wird nicht viel getan. Dann kommt das mit drauf an, dass auf einmal zusammen von uns, wie wir eine Bank, und wir laufen, wie wir wollen Mission tun, und dann wird das ein bisschen so, ich sehe ein bisschen jässlicher als du, ich sehe auch ein bisschen besser als du, nur wo ich mal gehen wissen, was das macht. Und das leid zum Teil jässlich, aber das wir nicht sehr gesund. Brüt gehen mit einer Anstellung, ich war wiesen, Timmen Missionar sein, das kann nicht sehr viel schaffen. Timmen wirklich Missionar sein, dann muss die gedreven werden von Leib und Passion für Gott und für die Menschen, nicht gedreven werden von Unzufriedenheit über die Kirche, von wo du kommst. Dort gibt das Trouble. Aber wenn uns der Leib zu Gott und der Leib zu unseren Mitmenschen driven kann, dann können wir mit einer gesunden Passion gehen. Aber wenn uns Unzufriedenheit und Kritik über unsere Kirche oder irgendwas regiert, kann es krank arbeiten. Deswegen betone ich eigentlich, wir sind biblische, gesunde Gemeinde hier zu haben. Dort ist wirklich Gott sein Projekt, biblische, gesunde Gemeinde. In all diese Missionen sollen dort dienen, dort die Gemeinde sich verspreiten kann, Jesus seine Gemeinde über diesen ganzen Erdball. Gut, wir reden hier von der Einigkeit im Glauben. Wir haben mit Jünden noch einen Aufschnitt mehr bekicken, ganz kort. Noch in diesen nächsten paar Minuten, wo uns hier noch blieben. Das ist in Judas Kapitel 1, Vers 3 und 4. Judas, Vers 3 und 4. Er sagt, hier so steht, liebe Freund, ich wie ernstlich dabei, jünd über uns seilig worden zu schreiben. Doch, dann sage ich dort für Neujahr an, jünd abzumuntern für den Glauben zu kämpfen, der Heilige ein und für allemal anvertraut ist. Du haben sich gewisse Menschen angeschickt, denen ihr Verdammungsurteil all lang geschrieben ist. Dort sind gottlose Menschen, die ihre Gnade an Gott vollsprochen, in uns eine Freiheit zum Sinnen, denn sie verlehen, dass Jesus Christus uns ein Jahr
Herr, einziger Herr und Meister ist. Ich will nicht nennen gehen, en wat diese ihre Erlehren alle wären und so weiter. Aber hier ist Judas, und wir fingen dort, er hat am Jankert mal die Menschen bloß über dem Glauben zu schreiben und ihren Motor sprechen und so verstehe ich dort. Aber auf einmal dann, also wird ihm dort anders, nicht? Er redet hier wieder, wenn wir wieder lesen, er nannte die falsche Lehrer von Jana Tiet ab, er nannte ab aus uitgeretene Bäumen, Waldchen ohne Rehen, Anbahn Wahl. Und dann besonders betont er hier auch, wo diese falsche Lehrer so protzig sind und sich dort übernehmen, glickt je in allerhand zu reden, wann sogar Michael, der erste Engel, sich dort nicht wehrt, mit dem Teufel zu streiten. In dieser wehren sich dort aber bloß großfriedig dort zu reden über dort. Aber die ganze Betonung, was er mit seinen Brief will, was er hier will in diesem Brief, dort erst durch, er will die Menschen auffordern, und ich weiß nicht, wie das gemerkt haben, aber dort sagt er, für den Glauben zu kämpfen, was der Heilige ein und für allemal anvertraut ist. Anders dort, er wird han gleich irgendwie bloß über die Radung und so zu schreiben, aber no, ich will jünd abmuntern als Kirche, und er schrift zu diese Christen, die Christen, die sollen für den Glauben kämpfen, was der Heilige ein und für allemal anvertraut ist. Was hier, wenn je diese wird hier? Ich für mich hier, dort du ist ein zentraler Glauben, wo wir Christen alle sollen umfassen. Du sind Kleinigkeiten, wo wir einmal, wo glaube ich, Raum ist für Verschiedenheit, aber den Glauben, den darf wir nicht verschieden haben. Die Grundlagen, dort wahre Faste, dort ist wichtig, den rechten Glauben zu haben, und wie als Leitung, Jakobus hier, er sagt das aus seiner Abgewog, dass er die Menschen, er sagt das für wichtig an, die Menschen sollen durch am Striden oder durch am Kämpfen, dass sie würden wie den rechten Glauben, dass sie den rechten Glauben würden haben, und durch zu sein, dass das in eine rechte Richtung gehen wird, wo uns was dort gehen soll. Da wir mal das junge Prediger, wir rein abgerecht, er kam ab, so viele Menschen, er hat nicht gepredigt, und da waren so viele Menschen, die waren rein abgerecht, hatten sie noch niemals gehört, dass er gepredigt hat. Er kam und sagt den alten Prediger dort, wo abgerecht er erst dort. Er hat so können predigen, die Menschen haben so noch nie nicht gehört, das was er hat gepredigt. Und der Ola sagt ihm, dann war schon allem nicht an der Wahrheit gepredigt. Und das alles so nie ist, dann hast du etwas ausgedacht. Die christliche Gemeinde, das ist von der so ungefähr 2000 Jahre alt. Und wir leben von der in einer anderen Zeit. Wenn die Bibel von der geschrieben wird, dann wird es vielleicht in der steht von einem Seemann, der rührt zum Seen, und indem das er sei, dann fall wird auf dem Weg und wird manche Steine und all dort. Von der wird es vielleicht reden, von einem Traktor mit seinen Planten, dort die ganzen Stücke Öten, dort schafft nicht, du werden so viele Steine, würden vielleicht eine andere Sprache in gewissen Hinsichten haben sein. Aber die Sinn dorthin, glaube ich nicht, dass das anders ist von der. So, die biblische Botschaft, wir leben von der in einer anderen Zeit, aber die biblische Botschaft, die darf nicht ändern. Die Kirche, durch die Historie von der Kirche, der ist durch verschiedene sehr schwere Zeiten gegangen. Bloß Karten mit genommen, irgendwer von Jüngern kann vielleicht besser die Historie kennen, das ist unbedingt, glaube ich. Aber die 500 Jahre am Anfang, die ersten 500 vielleicht, dort wo die Kirche im Allgemeinen ziemlich viel Verfallung hat. Und dann von das Jahr 500 bis 1500, dort was wir vielleicht einmal nennen, dort dunkle Mittelalter. Dort werden die düsteren Tiden, wo viele Menschen sehr unkenntlich wären an der biblischen Lehre und so weiter, wenn sie dort nicht lesen können. Die Bibel wir bloß, ob die, was wir die lateinische Sprache hauptsächlich da haben, und viele Menschen reden, andere haben nicht mehr Lateinisch gelehrt, können nicht mehr verstehen. Und so viele Menschen wären sehr am Düsteren und sehr unkenntlich.
Dan in der Reformation, da wordt je de Bibel dan in andere spreken, übersaat, Luther en wieder, Wycliffe en al dat. En die Menschen konden dann auf einmal verstehen, wenn sie die lesen konnten. Aber durch diese düstere Tiden, von der Verfolgungszeit und dann durch die 1000 Jahre von das Mittelalter, das wir dann einmal wurden nahen, und die düstere Tiden wir aber hier und dort Gruppen von Christen, die treu bleiben zu der biblischen Lehre durch uns durch. Dass wir nicht große Massen Menschen, aber die hielten fast an der Lehre von der Apostel, was die gewusst wir, und sie kamen durch, und als die Reformationszeit abkam, die Reformer anfangen zu schaffen, dann wir noch Menschen, die haben diese Lehre durchgeholt, durch diesen Zeit, was es bei anderen Städten alle hat wohl uitgehen. Und so, du wir diese Gruppen, so eine Gruppe aus den Moravians, und so wieder, dass wir eine von den Gruppen, sie haben sich an der Lehre von der Bibel, die Lehre von der Wahrheit festgehalten, so dass die Apostel in der Kirche ihnen dort gelehrt haben. So nu von der schon Tag kommt das über ab. Und für mich ist das, vielleicht ist das für die nicht so dort, aber ich sehe passionate, ich sehe ivrig, ich weiß nicht, ob das rechte Wort ist. Aber ich habe ein Iver und ein Brennen an mein Hart für eine reine Evangeliumsbotschaft. Und von der wird das aber sehr verdämpelt, und sehr beplänt, und sehr verriert, und mit allerhand anderen, was nicht, wodurch dort verschwindet. Die wahre Evangeliumsbotschaft. Und wenn von der irgendwie abkommt, dann bringt was ab, was wir sagen, durch 2000 Jahre von Kirchengeschichte nicht gewusst ist. Da kommen die auf einmal ab, Gott hat uns eine nie Offenbarung gegeben. Dort allein soll sein, ein rotes Licht abdagen, ups, wachen mit, eine nie Offenbarung. Weißt du, wie sind Klicker? Als Christen, was für uns wären, dass wir nicht haben, eine nie Offenbarung. Vielleicht ist die für uns frisch. Ich will gleich sagen, dass ich glaube, unter uns weigt das, weil wir sagen, zum Beispiel, Jerusalem als Mission. Dort weigt unter uns Mennoniten hier ein bisschen da ab, nicht? Dort wir sein dort auf einmal da und so wieder. Das ist nicht arg, das ist nicht falsch. Aber was ich sage, auf einmal eine neue Offenbarung oder allerhand neue, reformiertes Weg von Denken und Lehren und so wieder. Von der ersten Tag besonders ein, wo ich will hier nicht lang von reden, aber wenn ihr auf einmal von hören, von der New Apostolic Reformation oder so eine Dinge aus dort, dann werden wir abposten. Ihr werdet all so eine neue Offenbarungen. Wenn das jaft von der, wenn Judas hat das hier auf sein Hort, weil wir für den Glauben kämpfen, was einmal der Heilige gegeben wird. Und ich glaube, einmal sind da vielleicht wir, die gefallen ans Gott. Ich weiß, ich habe manchmal so ein Wort gehört, als das Wort orthodox. Orthodox, das hat für mich in der Vergangenheit ein bisschen, das ist bloß ein alte Traditionelles. Alte Traditional von lang, trägen, altmodisch, orthodoxe Lehre. Aber das meint nicht bloß, das ist nicht bloß altmodisch und wertlos. Eine orthodoxe Lehre in der evangelischen Kirche, das ist eine Lehre, die die Gemeinde durch die Zeit immer gehabt hat. Das ist orthodox. Das kann sehr alt werden und traditionell, wenn es nicht Leben hat, wenn es nicht lebende Kirchen sind. Aber ich glaube, du hast ein gesunder Gebrauch, ein gesunder Schatz an das Wort orthodoxe Lehre. Wenn es eine Lehre ist, was sich bewiesen hat, durch tausende Jahre von Kirchengeschichte, 2000 Jahre, dass es das ist. Und nu von der irgendwie abkommt und sagt, anders. Und da werden Sie das erst, vielleicht, wenn wir würden mit so einer Wirtschaft von als Apostel und Propheten und so wieder, ein bisschen lüren, für wir würden mit einem Showbox geben. Wenn die unorthodoxe Lehre, das wird auch schrecklich betont von der. Das jaft von der Apostel, und das jaft von der Propheten, und das jaft von der die großen Männer, die die Stierntjes sind, die wir alles dagen sollen. Und wir haben bloß ein Stiern, und das ist Jesus. Bloß ein Star of the Gospel, und das ist Jesus, wer das soll dagen. All diese andere
Das sind wie kann Jesus sein Licht reflektieren. So, die wahre Evangeliumsbotschaft, die schafft manche Ritje in Arme. Das Evangelium, was ich predigen da, wenn das nicht schafft, wenn ich nur die Taromaras gehe, dann habe ich nicht das Rechte zu holen. Wenn das bloß schafft, wo die Millionärs sind, dann ist irgendwas falsch. Wenn mein Evangelium bloß und ist, was dort ist, in man Ritje nicht was tun kann, dann ist auch irgendwas anderes. Das Evangelium von Jesus Christus soll unter die ganze Menschheit schaffen. Wir sollen so ein Evangelium predigen, wo die Ritje an die Oma kriegt, auf der Seite steht, was hat wir hier schon am Anfang? Das Kreuz. Du bist das Kreuz, du kommst wie taub, du kommst die Menschen Gott taub, aus Ritje an. Das Kreuz, die zentrale Botschaft von das Evangelium, niemals vergeten. Und die zentrale Botschaft von das Evangelium ist, die Mensch ist verloren, die Mensch ist auf dem Weg, nur die Dienstnis kriegen don't mit wie viel Millionen $, oder mit ein Schub getaubt, oder was immer er hat, das bleibt sich alle gleich. Wenn du nicht Jesus hast, wenn du nicht durch das Kreuz gekommen bist, dann gehst du nicht auch rechte Richtung. Und so, für mich ist das irgendwo ich passionate über sie, dass wir die Evangeliumsbotschaft reicht und gesund haben, dass das Evangelium schafft, man die arme Stamm von Menschengruppen in Amerika, Afrika, Zentral-, Südamerika, Europa, Asien, so gut als eine wohlhabende Gesellschaften. Schließen mit Apostelgeschichte finde ich, wo Paulus zu der Gemeindeleiter schreibt und er sagt, ich habe hier meine Verse, aber ich will nicht die alle lesen. Vers 18 mit 21 und 24 mit 32 habe ich hier abgeschrieben, aber ich war, weiß nicht mal nicht, wann Vers das dann krieg sind, aber ein kleines Genannt von 18 rauf, da sagt er, in je weiten auch, dort ich beim Predigen, noch geholt habe, dort jünt zum Nutzen kommen kann. Ich habe jünt an die Versammlungen gelehrt und sie auch von ein Hüsten oder andere gegangen. Ich habe beide Juden und Griechen dort warnend vergeholt, dass sie sich zu Gott kehren und an unseren Herrn Jesus Christus glauben sollen. Dann sagt er, er wird nicht mehr zurückkommen. Und er ist nicht schuldig an ihr Blut, er hat ihm das Ganze gesagt. Und dann sagt er, wenn sie wieder auf, willst ich habe mich nicht geschützt, ich habe mich nicht gewehrt, jünt alles zu sein, was Gott im Sinn hat. Und dann sagt er, nu wirkt über jünt selbst und auch über die Herd, über die der Heilige Jesus jünt das Absichte gestaltet hat. Dann sagt er engst wieder, ich weiß das. Wenn ich jetzt wo weich sein, wollen rietende Wildmann kommen, die Herd nicht verschont wurden. Da wurden sogar von jenen einen Menschen abgestoßen, die Wahrheit verdrehen wollen und anhängen und sich kriegen und so weiter. So, ich sage das hier bloß, für mich ist das ein Passion. Wenn wir für das reine, wahre Evangelium kämpfen, und weil wir unsere Gemeinde sein abzubauen, dass wir kein gesunde Ministerium zurückdrehen und das Dienste, was immer sie tun, und Wettfrühes und was immer dann kann sein, ein Dienste, was zurückkommen kann, dass die mit den Standard und der Grundfeld von der Wahrheit arbeiten kann. Dann habe ich eine Bemerkung, wir haben noch eine Minute. Gut, ich danke Ihnen für Ihre Kommen in diese Klasse. Sie sind schon mehr als gestern wir. Und mir das scheint, ich weiß nicht, ich verstehe einen Workshop unterleiten, aber wenn ihr rechten in Reden, dort bleibt es auch. So, da hat mich schein gewohnt, nicht weil mit Jünden, ich hoffe, ihr könnt das sehen sein, in ihrem Leben wieder. Wir noch drauf beten. Vorher Dankschein für diese Gelegenheit, dass wir können in den Wort checken und wir können uns hier lassen und die Funktion und die Zweig von der Kirche im Kontext von Mission. Und Herr, wir haben uns hier die Bett verteilt und haben ein Bett mitgeteilt, wo wir dort dann einmal, wo so jetzt, dass die Kirche scheinbar da am Stich steht, dass die Mission nicht zu tun hat, was jemand umhört hat. Und einmal ist es vielleicht die Kirche ist falsch und die hat mal Schuld und so wieder. Wir können nicht einmal alle identifizieren. Das ist nicht unser Ziel hier. Aber wir freuen die halb uns von hier wieder. Dort wir können gesunde Kirchen haben, wo du gesund arbeiten können, dort wir unsere Menschen, was du uns gegeben hast,
dat wenn du eine Berufung gibst in zijn gaan willen te de arbeid, dat we kunnen met een gezonde ondersteunen en dat die gemeente, die Ständer en de grondvoet van de waarheid wat kan sterk en vast blijven en dat de gemeendeleitung wat kan de gemeente leren en onderrichten, dat ze met een gezonde Leer en de Einigkeit am christlichen Glauben, für den Glauben zu kämpfen, was der Herr ja einmal gegeben ist. Herr, schenk uns die Gnade, lehr uns, lehr mich, help uns alle an dort zu wachsen und wieder zu kommen. Im Namen Jesu beten, Dank wie. Amen.